Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Ich will ein Thema aufgreifen, aber das ist noch nicht der richtige Moment. Das Thema, das ich will aufgreifen, also in sich Geschichte von dem inneren Kind, vom Bannensten Kant, mir viel zu erklären, wo du Toge sind, was funktioniert, was beziehungsweise nicht wirklich funktioniert, will ich mal für dich eine bessere Basis dafür schaffen und dafür greife ich zu einer von den NLP-Techniken, und zwar zu der Transaktionsanalyse. Nun muss ich auch da noch eine kleine Tour drin machen. Die Leute, die sich mit der Transaktionsanalyse ein bisschen befasst haben, mit Dave, die wissen, worüber wir schwätzen, die kennen Transaktionsanalyse am Sinne von, wir haben ein Kind-Ich, wir haben ein Erwachsenen-Ich und wir haben ein Eltern-Ich, und es kommt darum, mit was für einem Teil man mit einem anderen vorbei zu schwätzen. Das heißt, schwätzen wir am Eltern-Ich, den ziemlich kritisch mit den Sachen umgeht, schwätzen wir als Erwachsenen oder sind wir am Kant NRW, aber was für ein Teil von dem anderen triggern wir da durch oder was für ein Teil schwätzen wir da un. Weil den am Eltern-Ich mit der schwätzt nie erwachsen, mit uns mehr die probiert, uns Kant zu kommen. Oder und als Kanner. Loket aber die Transaktionsanalyse mit den, wie soll ich sagen, ein bisschen zur Summe geschnitten und bringt nicht die ganz tief mit sich, für was eine Transaktionsanalyse absolut gut zu gebrauchen ist, inwiefern sie ganz viele Sachen an euch selber erklärt. Ich will also nicht unbedingt darüber schwätzen, was Kommunikation nach außen ist an erster Stelle, mehr als Kommunikation mit euch selber. Schon an dem Podcast, wo wir drin beim Ego, habe ich das Thema eben so geschwärzt, also den Thema, dass wir mehr Undeler haben. Und die Undeler laufen eben gerade über die drei Strukturen von dem Erwachsenen-Ich, vom Kant-Ich und von dem Eltern-Ich. Allerdings geht Transaktionsanalyse noch einen Trick wie weit und hält die Sache auseinander. Das heißt, wir haben nicht nur einen Elternteil, wir haben einen väterlichen Eltern-Ich, wir haben einen mütterlichen Eltern-Ich. Und auch was den Kind-Ich betrifft, ist nicht nur ein Teil NRW. Und ich will probieren, einfach mal ein bisschen die Entwicklung von den Undeler zu erklären, für das vielleicht ein bisschen mehr verständlich ist, wie man grundlegend schiedfrieden an seiner Basis drauf funktioniert. Du kann natürlich ganz viel Leute oder den anderen sieht vielleicht, nee, also so lebt das nicht mal mehr auf. Ich gebe euch einfach nur invitieren, ein bisschen offen zu sehen und vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch zu sehen und irgendwie nicht festzustellen, ja, da trägt den Teil ab, da meldet sich den Teil. Und es kann also eine Möglichkeit geben, besser zu verstehen, was man daran auflebt. Es gibt auch zu der Transaktionsanalyse in einem anderen Dingen, in andere Richtungen, gibt es den Ausdruck IFS, das Inner Family System, also und sich als Familie, wie das System drauf funktioniert. Mit System meine ich auch effektiv den ganzen Bereich von der Systemik. Wenn ich den aber an allen Nuancen aufpacken, dann gehen wir effektiv heute nicht mehr fertig mit dem Podcast. Also probieren ich einfach mal global ein bisschen zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, dass man die Undeler überhaupt entwickeln. Ich kann nur nicht mehr eine Graph-Richtung gehen. Das sind Leute, die erleben nicht Ernstes mit oder die haben andere Erinnerungen. Das ist also vollkommen okay. Das ist ein bisschen viel zu erklären, wo und wie splitten wir. Das ist von mir auf die Welt kommen, da gibt es eigentlich nicht mehr ein Undel. Das ist das, was hinher nur das innere Kind nennt, was nicht unbedingt ideal ist für jemanden zu schaffen, dass das frei Kant, was komplett ohne Werte auf der Welt kommt. Das heißt, das lernt man für dich sich selber kennen, das lernt dem Feld kennen und das lernt zu verstehen, wo es selber abhält und wo den anderen aufhängt. Und das möchte eine komplett wertneutrale Weise. Das heißt, im Sinne von, wir haben Hand, wir haben Face, ich muss immer an das Bild denken, wenn man Kamera bedient, mehr, dass das sogar bei Katzen funktioniert. Da gibt es irgendwo so ein Video mit einer kleinen schwarzen Katze, die haben gegangen, die 4 Patten zu gucken und die und feststellen, dass so nach Hände Patten hat. Und das ist ein bisschen so, wie wir funktionieren. Und egal, was wir machen, als Kanner, machen wir das vollkommen wertneutral. Dann irgendwie kennt natürlich den Punkt, wo man uns mit der Wertneutralität, mit der Naivität, an eine Gefahr bringen. Das heißt, Dingen aus von, nur früher war das natürlich noch viel mehr. Da war schon gut nicht Kind geschützt, würde man so auszudrücken. Also wird Mom
dem Kant beibringt, dass den Ofen warm ist. So. Was geschieht normalerweise? Kant probiert es einfach aus, nicht aus irgendeiner Trotzreaktion, wir haben so gefunden, es weiß noch nicht, was es von den Informationen, die von außen einfach so global gesucht wird, was es damit soll aufhängen. Also packt es den Ofen an, stellt fest, dass das weitergeht. So. Das heißt, das lehrt dem Moment, par rapport zu den Älteren, par rapport zu denen, die es umgehen und auch schützen, dass es Sachen gibt, die gefeiert sind und noch nicht. Allerdings, dieselbe Moment bringen wir natürlich auch ethische Punkte mit daran. Und während ein Ofen, der warm ist in den Häusern, etwas komplett Reales ist, kommen lo abstrakt Werte auch an. Das heißt, stell euch vor, du hast erkannt, das kriegt ein Schwesterchen, und das gewinnt gewicht bis dato Langmathe-Spielsachen zu spielen, Langsächlichkeiten zu essen, und so fort und so weiter. Und das kriegt einmal erklärt, dass er die Sache muss mit der Schwester teilen, weil das andere nicht gut ist. Weil da sind wir beim Thema egoistisch, darf das nicht machen, das ist schlecht, und so fort und so weiter. Aber weil es gelehrt wird, sich eigentlich den Informationen anzupassen, möchte doch mal für dich automatisch mit. Lo kann er davon sehen, dass das Kant nicht draußen irgendeine andere gesagt, die noch immer am Gang aus den Sächlichkeiten ganz allein zu essen. Also probiert er das aus, und was man mit dabei erwischt, wird es prompt bestraft. Das heißt, lo kriegt mit, dass die Vertrauensbasis, die Seite hat, für die Informationen können vertrauensvoll entgegenzuholen, dass von der Seite auch Strafe an dem Moment kommt. Und es kennt sich an eine Situation von Gefahr erfüllen. Und ab da splitten wir. Das heißt, wir haben nicht einfach das frei Kant, was wertneutral sind Sachen mischt, also Spaß daran hat, aber wir fangen nun einen Teil zu entwickeln, den sich anpasst. Und da könnt ihr darüber, ob man sich anpasst, vertrauensvoll am Sinne von, ich kann auf das vertrauen, was ich gesagt kriege. Und dafür habe ich mich da drin, weil da eine gewisse Sicherheit gibt, dass ich nicht an Gefahr komme. Oder ob es sich anpasst, weil es sonst das Gefühl wird, dass genau aus dem Ecke raus Gefahr kommt. Also, das angepasste Kant basiert auf einer Balance von Vertrauen versus Angst. Dieselbe Moment hat die Person aber vielleicht auch mal erlebt, dass wenn du okay kontrolliert, dass es da Sachen kann machen, also so ein ganze physischer Gesetz ungestrafte vorkommen. Also entwickeln wir auch eine Rebellenkant, in die gegen die Sachen rebelliert. Und auch hier haben wir eine Balance. Also klar, dass das Rebellenkant wirklich gegen den anderen rebelliert, trotz Sachen express möchte, einfach für nicht, es geht nicht um Macht mehr, seine Eigenständigkeit können aufrechtzahlen, oder ob es sich kann so und auch mit der Zeit später hin, okay, die gesagt hat so, ich will das aber mal für dich anders ausprobieren. Und dann seine eigenen Erfahrungen kann mit dem anderen aufgleichen sozusagen. Das heißt, wir brauchen das Rebellenkant für überhaupt können in der Wussten nicht zu entwickeln. Das heißt, ich kenne ganz viele Leute, die immer nach und rumlaufen, zum Beispiel Leute, die sich ganz viel entschuldigen bei allem, auch wenn sie wirklich etwas falsch gemacht tun, wo sie sich direkt entschuldigen, einfach für direkt aufzusichern, ich werde schon nicht an Gefahr kommen, dass die Person mich auf irgendeine Weise bestraft, sei das logisch, dass sich die Person nicht mehr meldet oder so. Mir all Sorte von Angst, die mit dem Kind genährt gehen, dass sie ganz oft Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, das Rebellenkant zu entwickeln, für aus dem Rebellenkant heraus können, einen wirklichen Erwachsenen zu entwickeln, den sich allgemein kann gucken. Wie global und wie ganzheitlich kann gucken. Das heißt, das Rebellenkant, dem sind Basis als Roserei, aber also eine Roserei und dadurch eine Rebellion gegen ihn oder als eine Roserei und eine Rebellion für sich selber. Also das sind unsere die zwei Punkte, die sich da entwickeln. Und so haben wir an unserem Band nicht Kant, mit 103. An dieselben Moment, durch die Werte, die wir die ganze Zeit von den Erwachsenen, von denen die mir groß sind, wie mehr als Kanner, die ganze Zeit gefedert gehen, entwickeln wir auch, was wir miterleben, von unseren Eltern, von anderen Erwachsenen, von den Profen, von wen immer als Erwachsene par rapport zu uns als Kanner rundherum steht, haben wir dann auch einen mütterlichen Eltern nicht und einen väterlichen Eltern nicht. Normalerweise als der väterlichen Eltern ist, den hingeht an den Decisionen hält, den Entscheidungen hält und dadurch auch die Sache jugiert. Und hier hat in eurem Raum eine Balance zwischen
jugéiert sich selber, jugéiert den anderen, kritisiert den anderen oder probiert einfach die Situation zu jugieren, für durchaus eine gute Entscheidung zu holen. So zum Beispiel, wie den Hünding dem uns am Kur erklärt wird, ein gesunder väterlichen Eltern, ich statt für zum Beispiel den, die seht, der hat mein Vortrag über die Kur hören. An dem Moment hat er für er selber gesagt, dass da also Kur, die kann man gut tun, also entscheiden ich möchte für das als gesunden väterlichen Eltern ist. Also steht er für die Entscheidungen an, eben für das Jugement, aber eben am Sinn von, das ein versus das andere, also ein Jugement oder eine Kritik, und als es eine Entscheidung, die mich selber betrifft, oder Mengen Sto über andere Sachen wäsch und über andere Leute wäsch zu dezidieren. Und dann der mütterlichen Teil, das ist der, wo man gelehrt haben, Responsabilitäten zu holen. Der Tisch, wo man als Kantor sind, und Mom hält uns so mal am Anfang Sachen auf, weil wir einfach noch nicht wissen dafür sind. Dann da können wir lernen, einen properen mütterlichen Teil haben, von wegen, okay, gehen wir darum, sich sich selber zu sorgen. Das heißt, da sind wir bei dem Thema von dem Egoismus. Das heißt, wir gucken also immer selber zu sorgen. Responsabilitäten, was bedeutet, wir können das lernen von unseren Eltern, also genauso gut väterlichen Eltern wie mütterlichen Eltern. Das ist noch nicht in einem Genom festgesetzt, just und den Aspekt von dem Genom sozusagen. In dem Moment, als den Dingen, den ich in den anderen, als es, ob wir hier noch lernen, als echte Responsabilität zu haben, an eine Wortresponsabilität bei den Leuten zu lassen, wo sie ist, oder ob wir meinen, wir müssen andere Leute in das Fittiche holen, und wir geben ihnen keine Möglichkeit, sich selber zu entwickeln. Also ich würde schon mal so am Sinn von, wenn die Leute in der Fittiche hält, da können sie nicht Pflege lehren, und ein bisschen zu den Dingen, die dabei herauskommt, versus, okay, wo ist mein Teil von der Responsabilität, und wo darf ich dem anderen vertrauensvoll seine Responsabilität bei ihm zu lassen. Haut, wenn sie schaut ein bisschen als Jugend anguckt, leider auch einen ganzen Teil von Älteren, also nicht alle, wenn ich noch im Recht verstanden, mit denen, wo die Mammen anrufen, für irgendwelche Rendezvous zu holen oder für hier oder dort zu machen, das ist ein oder weiß, so freundlich das auch am Anfang klingt, oh komm, ein Nasche nach jung. Eigentlich lebt bei den Älteren, bannen dran, den Dingen auf, das dann da auf, ich meine, der Sängerplatz, weil dann ist wenigstens gemäht, weil bis den an pushen kann, den ist nicht kapabel, eine Responsabilität zu wollen. Dass sie aber selber, nach ein so ein bisschen zwischen ganz physisch gesagt, responsabel sind, dass die Kinder keine Responsabilität gelehrt haben, das steht an einem ganz anderen Dingen. Der Tisch, der sieht, es geht nicht mehr ganz grob gesehen, ein Ego, den am Gang ist, sich selber da zu schlagen, am Sinn von, wir haben ein Ego, an den schlecht, wie ich an den meisten Dingen erklärt habe, aber okay, nicht, du sie verschiedene Undeler, und geht auch nicht darum, dass irgendein von denen Undeler an irgendeiner oder Weise schlecht oder besser oder nicht so gut ist und so viel und so weiter. Und es geht darum, herauszufinden, was ich machen kann, für die Familie, die am spannendsten eigentlich weiß, die am spannendsten funktionieren, was ich machen kann, für dass die Kommunikation zunächst steht, und dass dann im Moment auch die Kommunikation proper rüber kann, alles an der Ebene von einem Erwachsenen ist. Da wohnt in der Geschichte von den Erwachsenen sich nicht entwickeln konnte, dann hat er das Problem, dass die anderen irgendwo immer runter geraten. Ja, der Pappen ist, den dezidiert, an den jugiert, die jugiert vielleicht noch außen etwas mir genauso gut an als dran, irgendwie von den Kindern. Das ist das Thema, was ich wieder gesagt habe, wenn ihr seht, den Ego ist immer am Gang zu jugieren, und den Ego ist den Angst hat, aber das aus den väterlichen Eltern nicht den am Gang ist, ob du gepassten Kind zu haben. Also lebt das nicht mehr am spannendsten an, nimmen am spannendsten lebt das auf, und wir projizieren noch außen. Aber und sich, also mal für dich, für uns selber, tja, wieso so eine Familientherapie zu machen? Und das ist eigentlich der Punkt in der Geschichte. Wenn ihr noch in der Wissen, das ist, können Sie sich vorstellen, dass wir ein Rundplack an die Undeler, also die zwei Eltern,
an dat ugepassen kann an dat Rebelle kann diese ze bausen an wann du emi groß gëtt, da gerät die Plaque ausser Balance. A wann der lo mit drinnner mir e großen erwussen drnner sitzt wat den Flock do vun der mi groß ass, wat Uwen Plaque mi en gro Stabilitéit krit a Manner ausser Balance gerät. Fi wat hunnech lo grad dat Freitkant aus dem ganzen rausgelos, weil dat Freitkant per se wertneutral ist. Das gerät nicht an die dote Kabeleien, das zieht sich entweder zurück und hat Platz oder hat keinen Platz. Das geht nicht darum, am Sinn von, das und das ist mein Problem, das kann das nicht. Und das ist einfach, entweder kriegt das Freiraum, und den Freiraum kriegt es durch den Erwachsenen ist geschaffen, oder es hat keinen Freiraum, und dann ist es nicht da. Das heißt, ein Freikant entwickelt sich nicht, das da oder das nicht, da hat Platz oder nicht. Die anderen Deler, die 4 anderen Deler, die 2 Eltern ischen an die anderen 2 Kind ischen, das sind da die mit groß, mit klein sind, an die Bannen dran, auch das ist innerhalb von sich selber und die sozusagen nach eine weiter Position, eine weiter Ebene, eine Metaebene, an der sie können balanciert sind. Und die Balance von den ganzen geht von einem gesunden Erwachsenen ist gefordert. Das klingt alles extrem komplex wahrscheinlich. Das heißt, vielleicht lauscht ihr den Podcast mehr wie immer, was da Frauen hat. Könnt ihr gerne darüber angehen. Da könnt man sie gerne schreiben, dass ich vielleicht noch Nuancen raus kann holen, für nach mir klar zu machen. Ich schloss nicht aber nur für den Moment so abstehen, weil ich werde den nächsten Podcast machen, was an der ganzen Geschichte, also lo, mit der New Age Esoterik, man ja, sich da etwas Psychologisches unzuordnen, an davon zu schwatzen. Wir müssen in unserem inneren Kind schaffen, für was das nicht nachhaltiges kann sein. Das wird dann der nächste Podcast gehen, ob den ich mich auf jeden Fall mal freue, für den dann noch zu machen. Wie immer, vielmals merci für das Nachlauschen. Schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.